A bunch of dreamers with their fist up. Trigger happy, aiming high, we never give up. When we fall, it's cause we stood for what we came for. I guess it's time a brother finally took the chains off. Jungs, alles klar. Folgendes Szenario. Ich habe gestern mit den Jungs von einem Team, im Simplex und im Syndicate, noch ein bisschen textet. Und dann sind wir eben auf Type 95 gekommen, weil sie die im Gameplay mal gebraucht haben. Und ich habe ja noch nicht wirklich mit der gespielt, weil es mir einfach irgendwie ein bisschen unangenehm ist, mit so einer hohen OP-Knarre zu zocken. Es ist mir einfach wirklich fast ein bisschen schäbig, ja, mit einer Waffe zu spielen, die so überpowered ist. Und ich meine, klar gibt es auch solche, die nicht so gut damit klarkommen, aber ihr werdet hier in diesem Spiel jetzt x Momente sehen, wie jetzt gerade vorhin hier der Nachdistanzkampf, den ich einfach ein bisschen abgedrückt habe. Es ist einfach so hure schweinestark, es ist eine Frechheit in meinen Augen, es ist wirklich eine Frechheit. Mit dieser Knarre zieht man durch das Game, als wären alle Finden irgendwie schlechter. Und zum Teil verkacke ich es dann jetzt hier im Gameplay, das ist keine Frage. Aber auf der anderen Seite hat man eigentlich fast immer einen Vorteil. Man hat einen Vorteil auf weite Distanz, man hat einen Vorteil auf nahe Distanz. Wenn jeder von diesen Schüssen reingeht, bei dieser Dreiersalve, dann ist der Gegner eigentlich weg. Und darum muss ich sagen, naja, jeder, der mit der spielt, ist eben auch ein kleiner Feigling oder einfach so ein bisschen ein Schisser. Und ich gehöre jetzt in diesem Gameplay definitiv auch zu denen, wo eben, wie gesagt, sie ist einfach wirklich überpowered. Und jeder, der etwas anderes behauptet, hat in meinen Augen eigentlich keine Ahnung. Weil die Sache ist die, klar muss man ein bisschen Skill haben, durch das, dass man nicht einfach vollautomatisch drauf chattern kann. Aber ja, come on, ich meine, so eine Dreiersalve, da drückst du halt 3-4 Mal ab, aber irgendwann wird ja der Wowi-Gegner reingehen. Gerade mit Rapid Fire kann das Teil ja dann richtig schnell schießen. Nichtsdestotrotz, klar ist im Game, es hat jeder Chance und definitiv auch die Möglichkeit, die mal auszuprobieren. Und ja, macht's mal, wenn ihr noch nicht habt. Es ist immer wieder eine interessante Diskussion, ob es jetzt überpowered ist oder nicht. Aber nach dem Gameplay, das ich hier gestern oben noch gespielt habe, muss ich sagen, hey, verarsche mich nicht. Jeder, der nicht sagt, sie sind überpowered, schaut das Ganze auch ganz anders an als ich. Da ist schnell ein kleiner Longshot reingefidelt und ich meine, meine Genauigkeit ist definitiv nicht so stark. Ich bin, glaube ich, knapp bei 17%, was glaube ich, relativ schäbig ist. Aber, wie gesagt, mit dieser Knarre ist man dermaßen im Vorteil. Ihr seht, schnell eine Salve rein. Das Ganze ist erledigt. Genau das Gleiche, ohne zu aimen. Und ich habe nicht einmal Steady Aim drin. Ich habe Marksman drin, wie ihr sicher schon gesehen habt. Also es ist einfach wirklich ein bisschen komisch. Und wieso, dass sie die nicht irgendwie noch ein bisschen abgeschwächt haben, ist mir echt ein Rätsel. Weil, ja. Es ist einfach eine Frechheit, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe mich am Ende von dem Spiel fast ein bisschen schmutzig gefühlt, dass ich die gebraucht habe. Und werde vermutlich in der Zukunft wieder nicht mit dieser zocken. Das Argument habt ihr jetzt schon 3-4 Mal gehört von mir. Da verziehe ich mir gerade die hinterletzte Stecke, dass ich nicht abkassiert werde. Wäre auch nicht einmal nötig gewesen. Aber man muss sich ja nicht ganz so einfach geben. Der Reaper habe ich mal ein bisschen eure Tipps ausprobiert mit dem Reinzoomen. Ja. Das kann schon ein bisschen helfen. Aber die ich nicht bereiche, da hat mir auch das Reinzoomen nicht ein besseres Bild von der Umgebung gegeben. Es ist einfach zum Teil schwierig einzuschätzen, wo sich der Schuss befindet, also die Rakete besser gesagt, um irgendwie vielleicht noch hinter eine Häuserwand zu ziehen oder so, um den Gegner gleich noch zu verwünschen. Aber das kann vielleicht auch ein bisschen eine Gefühlssache sein, wo man dann mit der Zeit schon ein bisschen rausdüftelt.
hoher Scheissdreck hier, Kill confirmed. Irgendeiner von den letzten Patches hat ja gemacht, dass die Dog-Tag-Sender verschwinden. Und die finden es ja eigentlich schon gut, da liegen sie nicht ewig rum. Aber der Timer hätte sie also Ruhe ein bisschen höher können auflassen, weil es hat schon x Situationen gegeben, da habe ich mich richtig dumm verhalten. Ich bin losgesäckelt und habe mich gefickt. Darum nicht wirklich zu viel säckeln. Eben. Es ist mir jetzt schon einige Mal passiert, dass ich wirklich so schnell wie möglich zu einem Dog-Tag gezogen und dann ist es vor meinen Augen gerade verschwunden und ja, sehr schwul, wirklich sehr schwul. Und in meinen Augen eigentlich fast ein bisschen übertrieben wiederum. Aber sie werden sich hoffentlich schon ein paar Überlegungen gemacht haben, wieso dass sie das so verändert haben. Oh Scheiße, da bin ich richtig crap gewesen. Aber zum Glück hat sich diese auch nicht gerade allzu glücklich angestellt. Zieh nichts rein, es ist so eine Frechheit, es ist so eine hure Frechheit, die Knarre. Naja, mein Payflow ist auch schön am Rattern. Ist einfach ein richtiges geiles Teil, wenn es nicht gerade einer am Anfang schon abholt. Und ja, jetzt seht ihr, jetzt habe ich hier noch ein bisschen Distanz ausprobieren. Ist kein Gegner auftaucht und zack, plötzlich ist er neben mir gewesen, so kann es gehen. So wie der auch plötzlich neben mir. Hey, nein, willst du mich verarschen? Es kann jetzt einerseits sein, dass der schon lange dort rumgeziggert ist, aber andererseits ist es auch gut möglich, dass der gerade neben mir gespawnt ist. Das hohe Dreckspawn-System vom M3 ist einfach so crap. Da habe ich einen Schwenk gehabt. Noch ein bisschen Merkeli-Hure gespielt. Oh, schön vor der Seite hat er mich verwünscht. Ja, es war tiptop gewesen. So, allzu lang brauchen wir nicht mehr hier. Genau, jetzt ist Feierabend. Aber ja, Type 95, absolut überpowered, auch nach dem Patch. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Vielleicht seid ihr aber auch der gleichen Meinung. Sagt mal euch ein Feedback da, würde mich noch interessieren. Merci für zuzuschauen und zu hören. Schönen zusammen. I'll probably make it stop, yeah. Even if I'm knocked up, I'll probably make it.